schön, wenn nur Doppelglas jetzt da wäre, aber ist nicht so. Ja, also, ich wollte was erzählen über Pilze. Könnte ich schon lange erzählen, aber wollte nur so ein paar Sachen sagen, was jetzt da in Verbindung mit dem Boden steht. Stell dir mal vor, du wärst ein Pilz. So ein Pilz besteht aus lauter so einzelnen kleinen Röhrchen, die heißen Hyphen. Ja. Also, du bestehst quasi aus einer Reihe von Linien. Das musst du dir mal erstmal vorstellen. Ich finde das voll klar. Man kann sich da zum Beispiel vorstellen, wie es ist, wenn du, ja, stell dir mal dein Lieblingsessen vor. Also zum Beispiel Vanilleeis. So, du kannst ja Vanilleeis einfach essen. Da und die Gosch rein und dann wird's verdaut. So ein Pilz kann das nicht. Ein Pilz kann nur über die Oberfläche aufnehmen. Der kann nicht essen oder fressen. Wie ein Tier. Das ist schon mal der erste Unterschied. Das heißt, so ein Pilz nimmt über die Oberfläche eben seine Nährstoffe auf. Das heißt dann absorptive Ernährung. Und ist eine feine Sache, weil zum Beispiel stell dir eine Kugel Vanilleeis vor, anstelle dass das nimmst und in die Gosch schiebst, wächst einfach ganz drin in dem Kügelchen Vanilleeis und kannst über deine gesamte Oberfläche aufnehmen. Ich finde das okay. Naja, also das ist absorptive Ernährung von so einem Pilz. Kannst denken, ja, alle warum nicht? Muss auch geben, gell? So, aber wenn du jetzt so ein Pilz im Boden bist, hast du schon eine feine Sache. Stell dir mal vor, da auf der Ecke hier hast du ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen totes Blattmaterial. Auf der anderen Seite hinten oder Rehi gepisst. So, da bist du jetzt eine Sammlung von Röhrchen quasi. Und obwohl du eigentlich ein Mikroorganismus bist, das heißt Glä, so häufig kannst du gar nicht sehen mit dem bloßen Auge, so Glä ist die. Obwohl du also eigentlich wirklich Glä bist, kannst du, weil du eine Ansammlung von Röhrchen bist, eine ziemliche Entfernung abdecken, sagen wir mal. Gut, so 10, 15 Zentimeter, lass es mal sein. Vielleicht ein bisschen mehr. Stell dir also vor, da ist ein bisschen ein Blatt. Und da hat ein bisschen ein Rehi gepisst. Das Rehi gepisst hat, ist viel Stickstoff. Da wo das Blatt ist viel Kohlenstoff. So, was brauchst du, um mehr Pilz zu machen? Brauchst Kohlenstoff, brauchst Stickstoff. Aber Kohlenstoff ist da und der Stickstoff ist da hinten. Wenn du jetzt ein Bakterium wärst, hättest du geschissen. Aber wenn du ein Pilz bist, kannst du in das Blatt neu wachsen und kannst dort den Kohlenstoff aufnehmen. Und ein bisschen weiter weg kannst du in die kleine Piz von dem Rehpiss neu wachsen und kannst den Stickstoff aufnehmen. Und dann kannst du halt beides sozusagen in dir selber zusammenfügen und mehr Pilz machen. Und das ist eine ganz klare Sache. Das passiert auch mit anderen Sachen, zum Beispiel. Stell dir vor, es ist ziemlich trocken. Normalerweise denkst du, oh, so ein Pilz, ja, das ist so das Zeichen, was vielleicht zwischen den Zehen wachsen tut und wenn es ein bisschen feucht ist und auf dem Brot backst und so weiter. Aber in der Tat ist es ja so, tatsächlich sind Pilze die Organismen im Boden, die mit am besten mit zurechtkommen, wenn es trocken wird. Wieso ist das? Gibt es verschiedene Gründe, aber einer davon ist, weil du ja eine Ansammlung von Linien bist. Dein Körper ist eine Ansammlung von Linien. Wenn da ein kleiner Tropfen Wasser ist in der eine Ecke, dann kannst du halt da hinwachsen und kannst das aufnehmen. Zwischendurch kann es fatztrocken sein und dahinter ist dann vielleicht wieder ein Tröpfelchen Wasser. Das kannst du dann auch aufnehmen. Das heißt mit anderen Worten, als Pilz kannst du integrieren, obwohl du ein Mikroorganismus bist, über eine ziemlich große Fläche. Und das ist echt super. Die Stunde kann man nichts sagen.